diesem wunderschönen Anblick grüße dich nochmal zurück zu The Outer Worlds. Ähm, Wir sind nun endlich abgehoben mit unserem wunderschönen Schifflein. Haha! Und was sollen wir als nächstes machen? Ich hätte gesagt, wir schauen jetzt einmal. Willkommen, Captain Protokolle. Schrumpfstrahler, okay, das werden wir uns alles noch anschauen. Haben wir ein Level-Up zum Vergeben? Nö, wir sind ja schon Stufe 6. Das ist optimal. Ah, Pavati ist auch da, die alte Nudel, die geile. Was ist denn da? Nix. I think I'll initiate an unscheduled rest cycle while you're out. Danke, Ada. Danke für die Entsinnung. Ich erinnere mich wieder, genau. So. Navigationsterminal der Unreliable. Okay. Und zwar. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz zu die Aufgaben schauen. Tagebuch. Da. Freie Passage. Sprich mit Gladys auf der Groundbreaker. Phineas Wheels will, dass du Gladys kontaktierst. Eine Schwarzmarkthändlerin auf der Groundbreaker, der einzigen neutralen Station in der Helles Halcyon-Kolonie. Sie kann dir einen Navigationsschlüssel nach Stellar Bay auf Monarch verkaufen. Die machen wir auch noch fertig, die 3 auf Edgewater. Versprochen. Aber ich möchte jetzt einmal ein bisschen mit der Geschichte weiterkommen. Dir sag es. Okay. Jetzt schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Phineas Labor, Terra 2. Ist das da? Wo müssen wir denn jetzt hin? Was ist da? Skilla ist einer der größten Asteroiden im Charybdisfeld, das Halcyon umkreist. Okay. Warte mal kurz, ich schaue nur gerade, aber das müsste ja Terra 2? Das müsste das sein, ne? Warte mal. Terra 2 annehmen. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Hä? Wie funktioniert das? Ach so, Groundbreaker, okay. Aha. Ja, aber ich verstehe jetzt trotzdem nicht, wie das jetzt funktionieren soll. Hä? Kapier jetzt nicht. So funktioniert das. Sorry. We've arrived at the Groundbreaker. Danke, Ada. Du bist ein Schatz, ehrlich. Ada, wenn ich die nicht hätte, hätte ich eine andere. Was hast denn, mein Mausel? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson. Was ist mit dir? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Klar, wir können gleich am Maschinenraum vorbeisehen. Ich dachte, du hättest gesagt, du könntest dieses Schiff in Schuss halten. Möchtest du etwa von meiner Crew zu ihrer wechseln? Ich glaube nicht, dass sie dir eine große Hilfe sein wird, aber wenn du zufällig mit von der Partie bist, kannst du es gern versuchen. Ja, ja, ich frage mal so. Ich dachte, du hättest gesagt, du könntest dieses Schiff in Schuss halten. I abso-surely can. I'm a passing fair mechanic. Even Mr. Thompson would have said it's my only skill. But I'm used to working on cannery lines, AG loaders and the like.
There's tricks about ships I ain't learned yet. All I'm looking for is a few pointers. I bet a lady who runs a whole station has forgot more than I ever learned. Na sicher. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Eigentlich... Nö. Komm mit. Scheiße. Ja, wir haben eigentlich nur die Pavati momentan. Weiter. So. Upsi! Jane Elson, okay. Wow. Das ist... Captain. Hey, Captain. I'm in space. I never thought I'd be able to say that. süß. Naja. Na gut, schauen wir mal. That's not the point. This halfway just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick, I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses. He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get cute with me again, you little back bay brat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. Need a drink. Wow. Ja, das ist eine Begrüßung, ha? Na gut. Ist ja alles stehlen da. Mein Gott, na. Customs and inspection, right this way. Was? Wer bist du? Identification, please. Bitte sehr. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to list it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. Wie bekomme ich dieses Problem gelöst? You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. Can't miss it. Irgendeine Ahnung, wieso mein Schiff beschlagnahmt wurde? Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Oh, großartig. Ich werde mit ihm reden und die Sache richtigstellen. Das muss ein Fehler sein. Ich werde diesen Bedford-Typen den Hals umdrehen. You take the starch out of him, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Klar. Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Ihre Lieferung? A handful of SAM cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. Verstanden. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Ich suche nach jemandem mit dem Namen Gladys. The fence. You'll find her in the rest and go. On your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Anscheinend herrscht eine gewisse Spannung zwischen dem Vorstand und der Groundbreaker. You noticed, huh? Ich bin einfach clever. What can I say? We're passionate folks, and the board can't abide that independent spirit, especially not when it might impact their bottom line. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top in manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. Wieso können die Groundbreaker und der Vorstand nicht einfach zusammenarbeiten? Freut mich, dass Ihnen das Angst einjagt, den Bastarden. Setzt sie ruhig weiter unter Druck. Klingt kompliziert. Machen wir es
Warte mal kurz. Die Leute hier schwadronieren immer, dass der Vorstand unsere Freiheiten hasst, aber die Wahrheit ist, dass sie wissen, dass wir ihre systemexternen Lieferungen jederzeit zum Stillstand bringen. Wir nehmen das zweite. It's a delicate balance, right? We could cancel their freighters' docking privileges in retaliation, but where'd that lead us? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new groundbreaker and put us out of business. The board wouldn't do that. Would they? It's a tough line to walk, no doubt about that. But we make do all right. So far, anyway. Was kannst du mir über Udom Bedford sagen? He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. Der Vorstand kontrolliert den Großteil des Systems, richtig? Yep. Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, there's just tramp freighters and wildcat miners. Seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing base. Haven't seen nearly as many tramp crews this year. Danke für die Info. Sure thing. Baba. Be seeing you. Das wird lustig, das wird lustig. Wir werden, glaube ich, da ein bisschen was anzetteln müssen. Na, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Kommandant Sanita, Werkbank entdeckt. Ah, wer bist du? Ah, das ist sie, was da draußen das gekriegt hat, gell? I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. It's a wasteland. You were hearing things. No, seriously. There was a lot of static at first, but then this voice said his name was Graham? Graham, right. Broadcasting on a dead world full of monsters. Now I've heard everything. You know, it takes more muscles to frown than to smile. Who told you that? Ist natürlich eine sehr nachvollziehbare Logik. Gladys. Ich würde jetzt mal mit der Gladys reden. Und dann... Dockarbeiter. Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Canyons of acid and sulfur rain are the least of the horrors plaguing the surface of Monarch. Anarchists live as one with the animals, lawless, savage, and unemployed. The board's embargo ensures that nothing can leave the planet and threaten our hard-working citizens. This story brought to you by Halcyon News. All the news that's fit to broadcast. Dankeschön. So, Kumpawati. Die News des Tages haben wir hinter uns. Jetzt werden wir uns die nächsten irgendwie erarbeiten müssen. Jetzt ist halt nur die Frage, was da zur Gladys geht. Aber ich fürchte mal, dass das dort die Tür ist. Au. Rizzo's Knock You Out Bar. A CCN 76 milk chocolate bar with caramel and tea-free nuts in it. It's time for a KYO. Madet, achso, die heißen alles so, das muss irgendeine Inzestpartie gewesen sein. Na gut, was haben wir da? Der Udom Bedford ist da. Und die Gladys müsste ja dann da sein. Ja. Auf diesen geknallten Charakter bin ich... Upstairs room? Bitte was? Ein Zimmer mieten? Wir haben ja unser Kaleschen. Milo Ottinger. Verkaufsautomaten und da drin muss die Gladys sein. Begrüße. Oh Gott. Ich tu mal speichern.
Willst du deinen Spielstand speichern? Ja, sehr schön. Mach gleich noch einen. Passt. Schau mal rein zur Gladys. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Phineas hat mich geschickt. Er meinte, du könntest mir einen Navigationsschlüssel für Stellar Bay verkaufen. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. 10.000 Bits. Aha. Okay. Über meine Prachtstücke hat sich noch niemand beschwert. Sag mir mehr über diese Geschäftsgelegenheit. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Ich habe keine Skrupel, lass mal hören. Weißt du was? Weißt du noch von anderen Jobs? Ja, lass mal hören. Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Mehr brauchst du gar nicht sagen. Ich bin dabei. Warum wurde Roseway aufgegeben? Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Aha, wir werden auch gleich bald einmal sniffen. Vielleicht so eine Art automatisierte Nachricht? Edna didn't seem to think so, and I trust the dear girl's judgment. Well, maybe not in men, but she knows her comms. So, like as not, someone's been down there recently. And if someone set up shop in Roseway, I'd wager they got something to hide. Aber wenn es sich um eine Konzernstadt handelt, warum dann das SOS? Maybe whatever they're hiding went to heck, and now they need a few spare hands to clean up the mess. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Du brauchst also jemanden, der für dich da rumschnüffelt. My goodness, aren't you quick on the uptake? I like that. Should you find yourself responding to a certain distress call, and in so doing find yourself in possession of certain valuable corporate secrets, well, then we ought to have a chat over a pot of tea and my famous cookies. Darauf kannst du einen lassen. Law bless your atoms. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Ja. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Ach, ist die Frau süß. Okay, Pavate, wir haben einiges zu tun. Hätte ich gesagt, aber wir kommen noch nicht weg mit dem Schifferl. Mei, das Brett finde ich so putzig. Kann man das mitnehmen? Warte, ich speichere mal. Ich bin da etwaig ein bisschen ungläubig. Wo kann man mitnehmen?
Oh. Wurfballkarte Thomas B. Henry. Henry ist der neueste Tender von Thunder und hat sich als Meister der Donnerstagszone bewiesen. Ja, nehmen wir mal mit. Na, ich bin als Captain ein vorbildlich Kram im Müll dumm. Aber was war ein Rollenspiel, wenn du nicht im Müll herumramst, ha? Mei, das sind so putzig. Ich will mir sowas mit heimnehmen. Schaust du so deppert. So. Ich hab müssen so viel lachen. Ich hab in einem Chat einmal jetzt vor kurzem noch gelesen, dass es Menschen gibt, die sich über den Österreicher Dialekt so oder die in Österreicher Dialekt nicht vertragen. Hey, ich bin ein Ösi. Und jeder hat irgendwo einen Dialekt, also Klappe halten, ihr Arschlöcher. So schaut's nämlich aus im Schneckenhaus.